Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Swiss German Online. Heute gehen wir der Frage nach, was es heisst, Blumen zu kaufen und wieso das so spezielle Bedeutung hat. Wir reden über die verschiedenen Blumenarten und wie man sie frisch und schön behalten. Lass rein und mach mit, dann kannst du auf unterhaltsame Art deinen Wortschatz und deinen Sprachfluss auf Schweizerdeutsch verbessern. Blümli machen Freude. Da, wo wir jetzt wohnen, war es lang kalt in der Wohnung. Doch endlich haben wir ein paar Pflanzen organisiert. Es sind zwar keine Blumen, doch es verändert das Ambiente völlig. Obwohl wir in der Regel in Costa Rica, egal wo man wohnt, immer von vielen Bäumen umgeben ist es halt doch schön, ein bisschen Pflanzen im Haus zu haben. Ich habe auch schon in einem Häuschen gewohnt, wo die Nachbarin überall Blumen gepflanzt hatte. Und es war jedes Mal ein schöner Anblick, aus dem Haus zu kommen und die Blumen vorne dran zu sehen. Ein Häuschen in Costa Rica hatte ich besonders gerne. Ich hatte einen grossen Garten mit viel Wiesen. Ein paar Blümchen sind selber gewachsen und langsam habe ich angefangen, mehr Blumen und Pflanzen anzupflanzen. Neben den Blumen habe ich auch Freude an Kräutern und in diesem Haus hatte ich sogar einen Oregano-Baum. Kräuter schmecken nicht nur fein, man hat es auch handbereit zum Kochen. Am liebsten, ja, hätte ich wieder einen grossen Garten, wo man Blumen direkt abpflanzen kann. Aber in einer Wohnung ist das halt unmöglich und man kauft Topfblumen oder auch Schnittblumen. In Costa Rica sind Schnittblumen eher selten. Wenn, dann pflückt man sie irgendwo und tut sie in eine Vase. Es gibt zwar Floristen in Costa Rica, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie ein grosses Geschäft machen da. Aber früher in der Schweiz habe ich meiner Mami jedes Jahr zum Muttertag Blumen gekauft. Meistens auch Topfblumen. Die haben halt länger oder sogar für immer. Also ich finde, man hat mehr von den Topfpflanzen wie von Schnittblumen, die nur ein paar Tage schön sind. Ich wollte nicht unbedingt die Blumenindustrie fördern, die je nachdem recht einen grossen ökologischen Fußabdruck hat, sondern ich wusste, dass meine Mami Freude an Blumen hat, egal welche und wie viel sie schon hat. Aber eine von ihren Liebsten ist wahrscheinlich die Orchideen. Die sind aber nicht so einfach zu halten. Ihre ist auch schon die ein oder andere abgestorben und sie sind eher teuer. Ich selber habe keine Lieblingsblumen, mir gefallen sehr viele Blumen. Ein einfaches Vergissmeinnicht oder eine klassische Rose oder auch die exotischen, wie die Paradiesvogelblume. Der Paradiesvogel ist mir ins Auge gestochen, als ich eine Schnupperlehre als Floristin gemacht habe. Genau, ich wollte mal Floristin werden. Darum sollte ich eigentlich ja mehr Pflanzen und Blumen bei mir daheim haben. Aber aus der Lehre ist schlussendlich nichts geworden. Es hat mir gefallen, mit den Blumen zu arbeiten, aber man muss viel in einem kühlen Raum arbeiten und meine Eltern haben sich ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich als Kind auf viel allergisch war. Da in Costa Rica hat eigentlich niemand Paradiesvögel als Schnitt- oder Topfblumen, weil sie an jedem Ecke wachsen. Und ich geniesse die üppige Pflanzenwelt. Und wie hast es du? Was haltest du von Blumen? Hast du bei dir daheim Blumen oder Pflanzen? Oder wohnst du eher spartanisch? Wenn ja, in welcher Form? Im Garten, in einem Topf oder Schnittblumen? Bevorzugst du Topf- oder Schnittblumen? Und wieso? Hast du einen grünen Daumen? Also wachsen die Pflanzen gut bei dir? Was machst du, dass die Blumen lang frisch bleiben? Hast du eine Lieblingsblume? Schaust du darauf, dass die Blumen regional oder saisonal sind? Schenkst du gerne jemandem Blumen?
Kennst du jemanden, der ein Blumenabo hat? Findest du, dass man mit Blumen eine Botschaft geben kann, also dass die Art und die Farbe eine Rolle spielt? Wo kaufst du deine Blumen? Im Supermarkt oder in einem Blumenladen? Gehst du auch manchmal Blumen pflücken? Hast du daheim einen Kräutergarten? Ich wünsche dir ganz anregende Gespräche und eine blumige Woche. Alles Liebe und bis bald. Tschüss!